kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Die beiden Muns, Flick und Gluri, finden heute einen Ort im Schlummerland, wo überall Edelsteine verteilt sind. Die beiden spazieren durch die prächtige Landschaft und bauen sich dann eine leuchtige Höhle, wo sie drin schlafen können. Also, dann machst du dir jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Türen durchgehst, bist du da. Im schönsten Land, das es gibt. Im Schlummerland. Das Schlummerland ist ein Land, das über und über mit Leben gefüllt ist. Fast überall, wo man hinschaut, kräsmet es und sprießt. Wenn man sich zum Beispiel Zeit nimmt, um in einem der grossen Wälder vom Schlummerland an den Boden zu knündeln, kann man sicher sein, dass ein Ameisli oder ein Käfer vor einem durchkriecht. Oder dass ein Mückli, ein Bienenli oder sonst ein Schlummerland-Insekt vor einem durchsurrt. Aber nicht nur die Tierli sind überall, sondern auch die Pflanzen. Und zwar in allen Farben, Grössen und Formen. Zum Beispiel findet man an vielen Orten Moos, wo so langsam wächst, dass es nur ganz wenige Wesen im Schlummerland mitbekommen. Das Moos wird mit jedem Regensprutz und jedem Sonnenstrahl ein bisschen dichter und weicher. Auch ganz junge Pflänzchen findet man überall. Hellgrüne, zarte Sprossen, die sich aus dem laubigen Waldboden schieben oder am Ende von einem frischen Zweigli in die klare Luft sprießen. Allerdings leben im Schlummerland auch Sachen, die weder Tiere noch Pflanzen sind. Für die Wesen, die im Schlummerland wohnen, ist zum Beispiel das Bächli, wo der Berg durchfliesst, genau so lebendig wie ein Baum oder eine Blume. Und auch die Steine, die in den unterschiedlichsten Formen im Schlummerland zu finden sind, die leben. Einfach halt ein bisschen anders, als man das von einem kräsmenden oder wachsenden Wesen gewöhnt ist. Bei den Steinen im Schlummerland ist es so, dass sie tönen. Die Kleinen geben eher ein helleres Geräusch von sich, während die grossen Felsbröcke und auch die Berge tief und bauchig vor sich anbrummen. Es ist nicht ein Brummen wie von einem Bienenli oder einem Bär. Es ist nicht so, dass man es hört und dann weiss, da ist jemand in der Nähe. Es ist mehr eine Art ein Zittern in der Luft, ein Mitschwingen, wo man nur wahrnimmt, wenn man ganz ruhig und still ist. Einer, der ganz besonders feine und aufmerksame Ohren hat, ist der Gluri. Der Gluri ist ein Muns. Und Muns sind freundliche, fällige Wesen, die auch im Schlummerland wohnen. Auch die Muns tönen. Meistens ist es ein zufriedenes und weiches Grummeln, das sie von sich geben. Der Gluri ist ein junger Muns. Das heisst, er lebt noch nicht so lange im Schlummerland. Allerdings hat er schon früh gemerkt, dass seine Ohren ein bisschen mehr hören als die von vielen anderen Wesen. Zum Beispiel ist er mal mit seinem Freund Flick auf dem Waldboden gelegen und hat gesühnelt. Er hat den Wind in den Bäumen gehört und das Rauschen vom nahen Flüssli. Und dann aber auch, wie ein Blättchen auf den Boden gefallen ist
und wie kurz darauf ein Käferli angefangen hat, genüsslich daran herumzukaffeln. Als er den Flick gefragt hat, wo echt der Käfer ist mit seinem Blatt, hat er gesagt, er höre nichts. Kein Blatt und auch kein Käferli. Da hat der Gluri gewusst, dass seine Ohren speziell sind. Weil sein Freund Flick ist schon einer, der ganz viel um sich herum spürt und aufnimmt. Der Gluri hat in dieser Zeit, in der er schon im Schlummerland ist, auch gemerkt, dass bei ihm nicht nur die Ohren hören, sondern irgendwie der ganze Körper. Geräusche, und zwar kleine und grosse, spürt er manchmal in der Brust oder im Bauch oder auch im Nacken. Wenn zum Beispiel hoch über ihm in der Luft ein Vogel kreischt, dann durchfährt der Gluri von zoberst am Kopf bis zunderst die Zehenspitze. Der Gluri ist heute im Schlummerland unterwegs. Allerdings nicht allein, sondern eben zusammen mit seinem Freund Flick. Die beiden spazieren gerade durch einen Teil vom Schlummerland, wo es nicht mega viel Grün hat. Wenige Gebüsche und wenig Bäume, dafür recht viel Stein und Schotter. Dazwischen wachsen Pflänzchen, die es gerne haben, wenn es ein bisschen trocken ist. Die Sonne scheint wie durch einen milchigen Schleier durch und der Himmel über ihnen ist weissgrau und ziemlich hell. Es ist warm und es bläst ein weicher Wind, der den beiden Muns ihre feinen Haare verschüttelt. Der Flick und der Gluri laufen nebeneinander her. Heute ganz ohne viel zu reden. Manchmal sind ihre Treffen ganz sprudelig und quirlig und an anderen Tagen mehr so wie heute. Sie sind mehr am Hören als am Schwätzen. Nach einer ganzen Weile wird der Gluri langsamer, macht ein bisschen kleinere Schritte und haltet dann an. Der Flick merkt es und kehrt sich zu seinem Freund um. Um sie herum ist es nicht still und auch der Flick hört das Leben rundherum. Aber er sieht auch, dass der Gluri sich auf ein Geräusch konzentriert, wo er nicht hört. Der Gluri kneift die Augen ein bisschen zusammen und über sein Gesicht huscht ein verzaubertes Lächeln. Dann macht der Gluri die Augen auf. Flick, ich habe etwas gehört. Etwas, wo da, ganz in der Nähe passiert ist. Ich habe das Gefühl, es war das Geräusch, das einen Stein macht, wenn er auseinanderspringt. Die Fanian hat mir mal erzählt, dass Steine nie für immer ihre Form behalten, dass sie sich immer verändern, dass sie zum Beispiel kleiner werden oder sich teilen, um sich im Schlummerland zu verteilen. Es ist, wie wenn sie reisen würden. Manchmal als kleines Steinchen, zum Beispiel im Schuh von einem Muns, oder als Sand, wo bei einem Tier im Fell hängen bleibt. Und was ich gehört habe, ist, glaube ich, ein grosser Stein, der zersplittert ist. Der Flick staunet. Er hat wirklich nichts gehört. Umso schöner ist er da mit dem Gluri, wo so ein feines Gehör hat. Weisst denn du, wo das passiert ist, Gluri? Fragt der Flick. Nicht weit von da. Eigentlich gerade da hinter dieser Felswand, sagt der Gluri und zeigt ein bisschen weiter den Weg durchab. Wenn wir schauen? Der Flick nickt. Die beiden laufen los. Der Weg vor ihnen geht ein bisschen durchab und macht dann eine Kurve. Schon nach einer kurzen Zeit sehen die beiden,
dass da wirklich etwas passiert ist. Vor ihnen auf dem Weg liegen die Steinchen, wie sie sonst noch nie gesehen haben im Schlummerland. Steine, die grün leuchten, rot und violett und die zäckelt sind, wie die Säulen von einem Bergkristall. Die beiden laufen weiter und der Gluri sieht jetzt auch grössere Steine, tiefblaue mit vielen Kanten und klaren Seitenflächen, glatt wie ein See in der Nacht. Die beiden Muns schauen mit offenem Maul um sich. Die Steine liegen nicht nur am Boden, sondern auch auf den Pflanzen, die es da hat. Der Flick sieht ein dunkelgrünes Gebüsch, wo viele Blättchen mit Edelsteinen geschmückt sind. Überall funkeln sie in allen nur erdenklichen Farben. Je weiter sie laufen, desto mehr Steine sehen sie. Der Flick schaut an sich runter und sieht, wie sein eigentlich weiße Fell jetzt den Schein von all diesen Farben um ihn herum aufnimmt. Wie ein regenbogenfarbiger Schimmer, der sich über seinen Körper legt und ihn fein wärmt. «Das sieht so schön aus, Gluri», seufzt der Flick und buckt sich zu einem ganzen Haufen Edelsteine ab. Er streckt den haarigen Finger aus und berührt ganz zart einen runden, weißen, ganz glatten Stein. «Weisst, was ich nicht ganz draus komme?» sagt der Flick. «Eigentlich, wenn Steine umeinander fliegen, ist es doch laut und rumpelt. Warum ist es mal so ein leisliches Geräusch gsi, wo nur du gehört hast?» Der Gluri knüllt zum Flick ab und legt seine kleine Hand auf einen türkisfarbigen Stein, der zuoberst auf dem Haufen liegt. «Ich glaube, ich weiss den Grund», sagt er. «Die Steine sind leicht. Leicht wie Ballon.» Der Gluri schliesst seine Hand um den Stein und rührt ein ganzes bisschen in die Höhe. Und wirklich, wie ein Federli fliegt der Stein in die Luft und segelt dann ganz langsam wieder zurück im Gluri seine Hand. Der Flick lacht. Irgendwie lustig, dass etwas, wo sonst doch eher schwer und schnell auf den Boden geht, sich da einfach leicht und luftig wie ein Säufenblätterli bewegt. Der Flick nimmt den weißen Stein vor sich in die Hand und lupft ihn ein bisschen näher zu sich an. Und wirklich, auch der Stein liegt so zart in seiner Hand, dass er es fast nicht spürt. Der Flick ist froh. Froh, dass er genau jetzt da ist, an dem besonderen Ort, wo er angeführt worden ist von seinem Freund, dem Gluri. Es ist wieder mal ein Moment, wo ihm das Schlummerland zeigt, was es alles für Geheimnisse und Schätze sich trägt. Der Flick bewundert auch die Superkraft vom Gluri, sein feines Gehör. Und er weiss auch, dass der Gluri den Steinsprung vor allem darum gehört hat, weil sie beide heute ruhig und eher still sind. Der Flick kann die Kraft wahrnehmen, die aus dem Stillsein kommt, dass sich ein ganz spezieller Zauber gerade dann zeigt, wenn man sich auch mal getraut zum Schweigen. In dem Fall sind sie so Teil geworden vom Zauber der Edelsteine. Der Flick schaut zum Gluri, wo immer noch still dasteht mit dem türkisen Stein in der Hand. «Ich glaube, Flick», sagt er, «die Steine tragen eine besondere Kraft in sich. Ich höre sie singen.»
Jeder hat für sich eine Stimme und zusammen ist es ein wunderbarer, vielschichtiger Chor. Ich verstehe nicht alles, was sie erzählen, aber es ist klar, dass wir ein paar von diesen Steinen zu uns nehmen können und sie uns helfen. Jetzt oder an einem anderen Tag. Sie sind ein Geschenk vom Schlummerland für dich und mich und für all die Wesen, die hier noch vorbeikommen. Ein paar Steine werden vielleicht für immer da liegen. Anderen ihre Aufgabe ist es, zu reisen und umzukommen und zu unterstützen. Irgendwann kommt sicher der Tag, wo wir sie wieder ablegen können im Schlummerland oder weitergeben an ein anderes Wesen. An wen und wann, das weiss ich nicht. Oder einfach noch nicht. Aber ich weiss, dass es genau so richtig ist. Der Gluri nimmt den türkisen Stein und dann noch einen dunkelblauen und einen munzig kleinen Weinroten, der etwas weiter entfernt von ihm liegt. Warum dass er genau die nimmt, kann er nicht begründen. Es ist mehr ein Gespüren als ein Denken. Auch legt er dem Flick die Finger um den weißen Stein und führt ihm seine Hand mit dem Stein drin zu der Brust. Der Flick lächelt und schliesst seine Faust noch etwas mehr. Auch er merkt, dass der Stein für ihn ist. Der Gluri gähnet. «Ich bin müde, Flick», sagt der junge Mons. Müde vom Laufen, aber auch von dem weichen, wummerigen Geräusch, das die Edelsteine da um mich herum abgeben. Hörst du es auch? Der Flick spitzt seine grossen, breiten Ohren. Ein Geräusch hören tut er nicht wirklich. Und doch geht von diesen Steinen etwas aus. Eine Art ein Strahlen, ein Vibrieren, das macht, dass sich der Flick gleichzeitig belebt und auf eine angenehme Art und Weise müde fühlt. Was meinst du, Gluri, wenn wir da ein bisschen abliegen zum Schlafen? Wir könnten uns ein kleines Mäuerchen bauen aus diesen Steinen und uns dann dort dran kuscheln. Der Gluri nickt und so fangen die beiden Munds an, sorgfältig die Steine aus dem Haufen aneinanderreihen und aufeinander biegen. Alle Farben sehen schön aus nebeneinander. Jede passt zu jeder. Goldgelb zu dunkelgrün. Weinrot zu taubenblau. Grössere Steine passen wie magisch in kleinere. Und weil die Steine so leicht sind, ist es für den Gluri und den Flick nicht schwierig, zum eins ums andere eine Art halbrunde Edelsteinmauer zu bauen. So nimmt ihr Schlafplätzchen immer mehr Form an und im Schein der Steine werden die beiden Munds noch müder und freuen sich richtig auf den Schlaf an dem besonderen Ort. Schon bald sitzen die beiden Munds nahe beieinander, umgeben von den leuchtigen Steinen. Und jetzt, sagt der Flick, zaubere ich uns noch ein Dach und weiche Küsse in unser Edelsteinnest. Der Flick legt seine Hand mit dem weißen Edelstein drin auf seinen Bauch. Und zwar so, dass sein Zeigefinger genau in dem Mulde vom Bauchnabel zu liegen kommt. Und dann zaubert er, indem er 3-mal genau an den Ort in der Mitte vom Mundsbauch klöpfelt. Kleine, farbige Stäubli steigen auf, eine Art ein Edelsteinpulver. Es lässt über einem Mäuerchen ein farbig schimmerndes Stoffsegel wachsen, leicht durchsichtig und
doch so dicht, dass der Flick und der Gluri ein bisschen abgeschirmt sind. Im Steinmürli inne webt sich der Staub zu ein paar weichen Küsse zusammen. Auch farbig. Der Gluri säuft zufrieden und liegt ab. Und auch der Flick legt sich dicht nebenan. Kopf an Kopf in dieser Höhle aus Farben und Mundsmagie. Mit den Edelsteinen in den Händen liegen die beiden Munds da, gewärmt von dieser hellen Energie der Edelsteine. Der Gluri spürt die Steine in der Hand und das Versprechen, das sie ihm geben. Dass die Steine ihm helfen bei seinem Leben im Schlummerland. Auch wenn er noch nicht weiss, in welchem Moment. Und der Gluri denkt auch voller Liebe und Freude an alles andere, was ihm gut tut. An seine Freundinnen und Freunde, an Flick, an die Fanian und an die Tiere, die er gern hat. An leuchtige Blumen und unscheinbare Würzeli, an weiten Abendhimmel und an das lebige Flüssli. Und die Steine in seiner Hand leuchtet. Türkis, blau und dunkel, dunkelrot. Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Der Gluri und der Flick schlafen tief und fest. Unter ihnen und über ihnen ist alles weich und still. Nur ganz ein feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus.